Kavalierslicht, you Gnaden, Kavalierslicht. Der Beko hat nur in der Schluck gemacht, begleitet und er sanft in das Prunkbett lenkt. Na, das können die wohl so passen. Und ich will nichts dagegen haben. Nee, mein Lebemann. Off-Limit. Ich verstehe kein Wort. Das Sperrzone. Zutritt verboten. Och, was für ein Pech. Brennverlichte Fisch. So viel hätte ich die ganze Leben noch nicht an. Aber leider man nicht immer mit mir. Dieter, nur flätzt auf die Ade verpflichtet. Donnerwetter! Du schnackst ja perfekt gut wärts. Muss ich wohl. Hast du Miss Chinchilla? Donnerwetter, prima Titel. Kann man nicht anders singen. Bin ich auch mächtig stolz auf. Was meinst du, was du bei Onkel Ewald für ein Stänenbrett hast du? Das wäre auch nötig. Nur die große Enttäuschung. Und das Gesicht, als du knopsig bin in dem Day, als wenn ich Put Essig und Sopen hat. Aber nicht so schlimm als Fransen siehst. Als Beutig wie im Hintern hey, wär ich so wütend, der hätte nicht einmal mit mir dann. Dafür hätte Boldt umso mehr schwingt. Ich glaube, hätte fertig Hund abgenommen, sonst hätte ich schwäche. Zuletzt hey, diese Rastmänner werden wir dann knacken. Dem hätte wieder fest gründlich Termin. Der alte Schöttenjäger hat doch nicht in Ernst Ahnung, dass du mit ihm auf das Fest gehen wirst, wa? Natürlich. Das habe ich mir doch nicht die Interesskort geschenkt. Und ich will ihm so auch trösten. Ich bin so unglücklich verheiratet. Ach, weißt du, mit Onkel Ewald, das käme meist so für Ast, wenn ihm das gar nicht so unsympathisch wäre mit Frau Knob. Hatten doch eigentlich ganz gut zu hoffen dabei. Der lebt doch, ach hier, Arzt, Katt und Hund. Der hat sich andauernd in der Wohl. Ach, was sich gleich hat, das nächste sagt man doch. Schatz denkt, der Katzen sich noch so. Und um den Rippentod hätte er so auch, das hätte ich gesehen. Aber Dieter, wie indiskret. Da kriegt man doch nicht hin wie sowas. Wo so da denn nicht? Hey, hätte uns doch auch nicht gute Augen loten. Oh. Ist er eigentlich alte Hus? Denk doch nicht an. Kann er ja auch nicht. Als erster Förse dann muss er bis zum Schluss blieben. Er muss doch sehen, was der Letzte für ein Haut abhält. Was hätte er denn eigentlich für Glock? Liegt's Harvey fair. So lang auf dem Wald? Das ist ja mal unanständig. Ach, wie ist der Tiefee für Gaulo? Du, Dieter, ist die eigentlich alle abgeholt, dass die den ganzen oben Dusch miteinander setzt? Und Dorby, hat die noch nicht mal Brüderschaft miteinander getrunken? Ach, das hätte ich nur holen. Tja, und womit? Augenblick, das war die Gliedshemd. Und mein Medizinkist. Ist nicht mehr viel in. Aber dafür langt das wohl noch, ne? Prost, Dieter. Ja, und was? Und was nun? Chanu? Na, der Brüderschaftskurs gehört auf der Tod. Ach nee, Heike, so geil das nun nicht. Dieter? Entschuldige, Heike. Warum entschuldigst du die? Naja, ich dachte, ich, der Lüde, Kfz-Meister und... Meinst du wirklich, Doro kommt das an? Ja, ich mein, Mann, ich hab doch nun wirklich nicht das... Kein Dummtüch schnacken, Dieter. Doro kommt das an. Allein Doro. Heike. Du musst aber mal gut. Weißt du, das wäre also schön, das Fest und der Abend und mit die. Nun möchte ich noch ein Wein davon drüben. Und morgen noch Mittag rufen wir bei den schönen Spaziergang. Ist das so? Ich wüsste nie, was ich lieber sehe. Nacht, Dieter.
Nach Heike und Schluck wird go, ne? Danke, du auch. Ja. Du lebe Tiet, nur habe ich kein Schlüssel. Wo ist der? Na, den hätte doch Onkel Ewald für mich entdecken. Wie die kein Taschspiel nie haben. Ach du lebe Tiet. Ja, das ist eine schöne Taftee. Ja, und was nu? Ja, nu. Und da, wie bin ich so müde, ich konnte umfallen. Der Blitz und nichts anderes über, als dass wir die Betten tust von Nacht. Und so? Na, du schlöpfst doch in mein Koma. Ja, und du? Ich setz mich doch auf die Bühne treffen, bis du mit Ewald kommst. Wag's ja nicht so lange du an. Der Musik packt all den Assigün. Nee, das mache ich nicht. Du mal nicht so zimmerlich. Du mal Rimdor und ab in der Haie, ne? Danke, Dieter. Gute Nacht. Gute Nacht, Heike. Bisschen chiller? Jo. Mein Pyjama liegt am Fountain. Danke, Dieter. Was das eine Söhne der. Oh. Aber blöd bin ich auch, da kann ich anders singen. Ob sie nie gut auf dem Bett lebt hätte? Na, ich blöd das mal. Und Dieter, der sich bloß kein Kusen Gedanken in den Kopf. Mann, Himmelbett ist das auch nicht hier. Min Heike. Schönes Senioren. Nicht so los. Im Treppenhuus. Schönes Senioren, ja, sie kommt nicht mehr. Die denken nur das ganze Hus. Es wieder schiel wohl. Ich wäre so vergnügt. Ich konnte die ganze Welt. Ja, ja. So, nun gehen Sie mal erstmal zu Bett und dann schlafen Sie sich mal ordentlich aus. Ja, wie geht jetzt zu Bett? Was lobt der Hund denn? Du kicken Sie sich das an. Wie herrlich neffelige Treppen, so ist das schlumpft. Nichts als Schererei, Problem. Wenn ihr dazu nervt kann. Oder das Null. Kinder, kommst du? Schluss. Und ich war die doch heiraten, das ist die ganze Kohl. Was willst du? Die heiraten? Ja, da musst du ja nun erstmal aufs Boot. Herr Thomas, so doch nicht. Holen Sie mal den Kasten. Nee. Hallo? Hallo, Herr Thomas? Und ich war die Paradiesen, dass ich was kann. Herr Brummer, wir können doch nicht im Treppenhuus schlafen. Wie Gott, Herr Denke, so ein Schlaf. Ja, der ist wie weg, jo. Herr Brummer, abwogen, ich bin einfach Frau Knob. Was? Wie? Du Knob? Ja, Wo bin ich? Gott, ist was passiert? Nee. Warum schlafen Sie? Warum schlafen Sie denn im Treppenhuus? Wie? Was? Na, endlich kommt die nur Hus. Hast du vielleicht deswegen Treppenhuus übernachtet und das du kontrolliert? Du warst lachen, Onkel Ewald. Ich hab auf die Töf. Ob sie das hört, Fugno? Ja. Ob mi Töf? So viel ist es nun all, dass der Neffe den Onkel kontrolliert, wann in der Hus kommt. Schobst du die Sonne weg.
man nicht so lut. Jawohl, doch, Luch. Heb ich das nötig, mir das gefallen zu lassen, kann ich in der Haus kommen, wenn ich das will. Natürlich doch, aber nun, gib mir erst mal den Schlödel. Was für ein Schnödel. Na, für Heike Kroma. Ja, das tut ihr wohl so passen. Das hier ist ein anständiges. Mag ihr das? Nun tün dich rum, Onkel Ewald. Heike schleppt du an min Kummer. Will er komme? Jo, Onkel Ewald hätt ja Schlödel in Stehen. Und sag nun, Ucken verschloben den Mög, wärst du bitte so freundlich und rückst den Schlödel ruht. Schade. Naja, wenn das man so ist, ne, der Arme, der ist doch ein vernünftiges Bett drin. Ein Sprungfeder kicken bicken durch, aber ganz ehrlich. Ja, denn, der Dose, das Mann, Herr Pumper. Oh, erstmal will ich mal noch kicken. So, der Luft ist rein. Ne? Du musst doch mit ihm, ne? Und was ist das überhaupt für eine Ohren und wie ich so lohnt, eine Hust bekommen habe? So ein Abmarsch drin nur, du. Dann nochmal angenehme Roh und frohe Nähe Joa, ne? Und Ja, ja. Sie kommt nicht mehr, kehrt niemals wieder. Du holen Sie, das wird man nicht so schick, das war schon ganz seekrank. Sie kommt nicht mehr. Gott, Herr Brummer, Gott, so kenne ich Sie ja gar nicht, Sie sind ja ganz ohne Tüt. Feine Tier, was? Naja, das wohl, was schallig denn du bloß doch mit? Na, hören Sie mal, Sie kriegen den Hauptgewinn wie die Treppenhuus. Und Sie, das ist so schön. Er kann das ja nun nicht so mit zum Bett nehmen. Nee, das geht wohl nicht auf. Oh, Mensch, Herr Brummer, könnt ihr das nicht mit zu Erdkandegel in Kasten tun? Jo, das geht. Ja. Das will ich noch nicht. Ja, nun mach ich, Brummer, das nicht mehr. So. Das geht doch nicht. Aber warum denn nicht? Das ist ein Buck. Aber wissen Sie was? Na, Ich war sie morgen früh in Kasten zusammenflödern und dann stellt sie auf dem Balkon so ein Licht. oh. Und dann schall ich jeden Tag losloben und kann den gut pflücken. Och, nee, beten Sie, dann kommt das in den Pan. Oh nö, das nützt nicht. No. Da kann ich als ersten Vorsitzender vom Kaninchentochter in Zimbria nicht verloben, dass so ein wertvolle Tier schlapp war. Oh, na so, dann war das eben verschenkt. Sehen Sie, Sie sind noch ohne Sohne. Ich mag das ja immer besser. Ne? So, Und ich musste sowieso mal was singen. wo drückst du denn der Show? Sehen Sie mal, ich denke nur, ich bin du. Ne? So voll. Das will ich doch nicht. Ne? Aber ich muss auch mal was von der Seele losfahren. Na, Sehen Sie mal, Sie mögen mich und nicht, das weiß ich doch. och, kein Sechsten dat. Meine Sicht. Oh, Ja, und Football so. oh. Du wolltest echt das, na, dann war das ja wohl still. Ja, da ist ja auch Buchlob. Sie hat zu mir Kakteen Pickelfinger. Und zu mir hat sie miese Finger. Naja, oh Gott, Herr Brummer. Nee, das hat sie selbst Buchlob. Und sie hat ja auch recht. Ne? Ich bin ja auch so ein old miese Pickel. Aber wissen Sie, wenn man immer so allein ist, ne? Dann wart man ja so verknallert mit sich. Och, Mensch, Herr Brummer, das fällt dir aber riesig los in, ne? So. Ja. Nee, Nee, ach so, los, nee. Aber nicht zu lob. so. Wie muss das sie es rückkehren werden? Und sie muss Buchlob. Sie sind ja
auch immer so allein. Und Sie sind ja auch noch ein Ruhe in dem besten Jahr. Oh, du fangst aber an zu tun, Herr Brummer. Gott, vermisst man auch alle Lack ab, ne? Nee. So ist noch lang nicht der Lack ab. Sie sind noch so krieg. Müssen Sie gemacht abmorachen für andere Leute. Sie können noch nicht man wirklich morgen. Ne, ich glaube, der Herr tut doch einen Lütten Schwips. So was beschnackt man doch später, wenn man nüchtern ist, ne? Sehen Sie, nun lachen Sie ja doch. Naja, Gott, was schall ich wohl? Ich muck uns einen Gau und Tass Kaffee und dann beschnackt sie das. Jo. Nur wie habe ich mich extra für Sie den Bord abgenommen. Oh, für mich? Ja. Oh. Naja, auch für Sie. So, nun kommen Sie, Mann. Für Frau Boldt und hier süß, dann hätten wir das schönste Sluderkram. Ob Frau Boldt, leg mich vor. So. Das ist so ein netter Frau. Der hat so feine Treppen für mich laufen. Und er hat mir so schöne Berliners von der Tür. Was hätt sie? Ja, oh, ich hätte das natürlich auch betont. Aber jeden hat er nicht auch. Sie hätten das betont? Jo. Da will ich mal mehr von Jo. reden. So kommt sie mal. Nee, nun kickt die da an. Hätte sie ihm doch tatsächlich mit in der Wohnung genommen. Nee, was ein Flug, ne? Ja, ich sag ja, nicht ein Pen tut schon Gefühle nicht, ne? Aber das hätte auf jeden Fall. Also das verstehe ich ja nicht, ne? Du hast schon wirklich nichts an der Frau, ne? Naja, Mannslüd. Wenn der beim Speeldeel lief hem durch, dann lässt sie alle Hemmung fallen. Und das will nun Beamten sein, ne? Da braucht man sich ja wirklich nicht wundern, da das so gut sind in Deutschland. Aber dass der aule dämliche Kerl das noch singen wird, mit der Treppe, mit den Berliner, so das kommt aber auch nicht. Ja, das hilft nix. Ich muss sehen, dass ich dort zwischen Rut komme, ne? Vielleicht blieb wohl nichts anderes über. Naja, das krieg ich halt. Ich bin ja Gott sei Dank nicht auf den Kopf holen, ne? Ja. Na nu, kommt da noch ein? Oh, tatsächlich Tramsen. Was will der denn hier bogen noch tot desintimid? Menschen dürfen mir auf gar keinen Fall hier sehen, ne? Und nicht mit der Glaube. So ein Schicker hoch, ne? Nun wollte ich doch hochblieben und aufpassen, wann der rauskommt und wenn er doch über entschlossen. Aber da brennt ja noch Licht. Nee, nichts zu hören. Na, jetzt aber brennen oben, ne? Fräulein Heike! Fräulein Heike! Ich bin das Tramsen. Fräulein Heike, hört sie mich? Ja. Fräulein Heike, muckt sie doch mal die Tür auf. Ich hab was für Sie. Aber Tramsen, das geht doch nicht. Ich bin ein Nachthemd. Das muckt doch nicht. Ich bin doch kein Konfirmand mehr. Nee, Herr Tramsen, das ist Ihnen doch zu genierlich. Warten, muckt sie doch auf. Oder plötzlich kann das nicht ab. Ein junge Seher in der Nachthemd zu sehen. Was wollen Sie denn von mir, Herr Tramsen?
ich will mich ja bloß entschuldigen, nicht, dass ich nicht einmal mit Bedacht habe. Aber Herr Trampen, wenn er nicht tief mit morgen. Nee, dann lässt mich ja kein Roh auf den ich hab kein Oktober, nee. Oh, das sag ich mal leid für sich. Oh, Fräulein Heike, muckst noch die Tür auf, bloß ein Lüttensbein. Ich will mal kurz was hinlangen. Was denn, Herr Trampen? Och, ich hab hier so ein lecker Mettwurst für Sie. Mettwurst? Jo. Oh, die ich ja so schrecklich gern. Jo, den wuchs immer noch, kau, das ist ein Lüttensbein, jo. Aber bloß das ganze im Spalt. Jo. Und nicht kicken, hören Sie? Nee. Ja, wo ist denn die Mettwurst? Na, hier. Der macht gute Nacht, Herr Brummer, ne? Der schlafende macht gut. Ja, gute Nacht, Frau Knofe. Geben Sie mir mal einen Lüttenschock. Da streiten sich die Leute rum das Glück. Der eine, der ist furchtbar dumm. Der andere ist verrückt. Pfoten weg. So, was hättest du schon nachgeschoben, Tief, als Nachtgespenst um Böhnstuhl rumzukupen und wie so ein Schrecken in Entschuldigung? Ich will bloß nur sehen, ob die Wäscherollen endlich irgendwo wären. So, diese Tief. Ja, diese Tief. Ich will nämlich grob mangeln morgen, nicht? Ja, so. Ja, so. Sie kriegt ja auch schon nachschlagen, Tief um die Böen rum, nicht? Was hätte da denn zu bedühen werden? Sind Sie vielleicht mondsüchtig? Das ist zu beten doch, dass das da undicht ist. Und noch wohl Daumen und noch kicken, jo. Ach, zu diese Tief. Jo, diese Tief, ja, dann fühlen wir just gut in, ne? So. Jo, nix so. Naja, ich lot mich auch nicht nachts in meine Wohnung besorgen, so als Anna Lüd, ne? Was soll das denn hätten? Ja, nur so, ne? Nee, nur mal gut mit das Brot, was soll diese Anlüdung? Ach, du legst sich doch nicht so aufbremsen, ne? Sei meine ich doch gar nicht. Aber der dort, der ist eben mit Brummer in der Wohnung gehen. Was sagt sie dort aus? Mit Brummer? Ja, hab ich so im Sehen, dass sie... Entschuldigen Sie bitte. Können Sie sich nicht nützlichen, Lisa Önerholen? Ich möchte gern schlupen. Das wär doch... Ja, das wär doch. Also, was denkt ihr nun dort, Frau Schramse? Ist das nicht unerhört? Schlöpft ihr doch tatsächlich nur in sie Komma? Also, sie wird sofort was unternehmen, Tramsen, hört sie? Gar nix, Mutter. Und nun will ich Sie mal was sagen. Wenn Sie auch bloß ein Wort darüber schnacken, was hier passiert ist und was wir sehen haben, dann werden Sie wohl mal was ganz anderes beleben. Sie ole Sluderkram reden Sie. Also, So kann ich wohl darüber schnacken, ne? Also, die schien doch kein rein West zu haben, die Tramsen, ne? Na, töf, Mann. Ich krieg das all Ruf, was die hier nachts so zu säugen hat. Ich frag einfach, muss ich froh, ne? Oh, was tut hier, ne? Das muss man doch einfach unter Lüd bringen. Junge, das neue Jahr fängt ja gut an.
wir wären grad für 12 zu Hus, ne? Und bin dann noch liegt im Bett gegangen. Aber meinte, dass ich schlafen kann. Die ganze Nacht hat ich bloß rumbeugt, ne? Ja. Schweignackt wäre ich. So hat mich das quält, ne? So. Man hätte ja schließlich noch sauber Essen gebeten, ne? So, Ja. hättest du das, Frau Boldt? Ja, natürlich. Was denkt sie denn? Na, wäre er denn noch nett auf dem Fest geklopft? Ja, ich hab mich mal prächtig amüsiert. Ja, so. Na, ich ja nicht, ne? Also, mi doof und an Silvester ja nicht noch mal auf so ein Karnickelball. Die ganze Zeit ging der Blaus immer Karnickel. Naja. Und dann die Musik. Ich bitte, ist sowas denn noch Musik, was sie heute durchsmuckt? Man weiß doch nie, ob die Kapelle anfangen ist zu spielen oder ob ein Kellner ein Tablett durchschneidet. Nun kommen Sie doch mal zu uns, was wollen Sie denn? Ja, also, wenn sie, ich hätte die ganze Nacht kein Auto. Das sehen Sie all. Ach, das sehe ich Ja, das sehen Sie all. Ich hätte ja ganz vergeben, sie Güster die 5 Mark zu geben, die Brummer mir für sie geben. So, Oma hätte 5 Mark für mich gegeben. Ja, für die Treppe doch, ne? Ja, das wäre ganz raffiniert, ne? Ja. Ich hätte einfach gesagt, ich habe die Treppe auf, ne? Und hier schon wie man durch hier 5 Mark geben, ne? Und was soll ich sagen? Der ist doch rindvoll. Wird das nicht raffiniert? Ja. Und wo sind Sie denn? Was? Für 5 Mark. Ach so. Ja. Ja, also da will ich den noch grob mal umfragen, ne? So. Ja, will ich den noch mit schon 15 legen. Ich hab's dir nämlich grob der ganz hingeben, ne? Ja, will ich mich kein Rundstück mehr bringen wollen. Bloß will ich mal wegen nicht betont haben, ne? Naja, weißt du, mein Mann, der kann dir so schlecht morgens was anders eten, ne? Ja, das ist das Einzige, was wir uns noch gönnen. Ja, morgens ein schönes Kaffee und Rundstück mit Butter, ne? Ja, aber das war ihm ja auch nicht mal gönnt. Und Frau Boldt, Ja, was erzählen Sie denn für eine Geschichte gedacht? Mit den Berliner? mit den Berliner. Ja, mit den Berliner. Diese Brummer vor der Tür steht. Ach, die Berliner. Ja, die ne? Berliner. Ja, da ist sie ja aber voll, ne? Naja, ich wusste schon, dass ich von sie nichts anderem höre, ne? Wie sie jung mit Edmund Street lebt, ne? Oh. Naja, und da hätte ich gedacht, sag man einfach, die hätte ich gesagt, ne? Denn ihr sind doch Babys, ne? Ja, wahrscheinlich sehr gerne, glaubt, ne? Ja. Gott, Ja. was sind Sie für ein harten Skole, Frau Boldt, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ja, ne? Also ich kann das ja überhaupt nicht haben, wenn die Leute miteinander in den Street sind, ne? Nee. Nee. Na, mein Gott, dass sie sich wieder mit Brummer verdrogen haben, ne? Gott, jo, der Mann ist seid jo ganz allein, ne? Naja, sie braucht aber keine Angst zu haben, ich vertell nichts wieder, ne? Wo wohnen Sie denn auch gut? Und das kann jeder einbeten, Frau Boldt. Na, ob das andere. Was das andere? Nee, ich sag ja nix, ne? Sie sind ja nun auch all die ganzen Jahren allein, ne? Man kann das ja verstehen, ne? Wo wohnen Sie eigentlich auch gut, Frau Boldt? Du legst dich mal nicht auf, ne? Das ist doch eins menschlich, ne? Also gut, Frau Boldt, wenn Sie das nun nicht sagen wollen, dann beholen Sie das meinetwegen wie sich. Ja. Aber das eine will ich Sie sagen. Ja. Wenn Sie nicht aufhören, mit Giftspritz Geschichten über mich in Gang zu bringen, dann hätte ich den Nächst voll. Dann bald Sie wegen Verleumdung anzeigen. Das tun Sie nie. So, und nun kommen Sie mir nicht mehr an die Tür mit Sluderkram. Nun kick die das an, ne? Guck noch auf Hau geteert. Ja, ich sag schon. Was ist das bloß für ein Frau, ne? Nicht für ein Schongefühl in Lieb, ne? Naja. Verleumdung. Puh, dass ich nicht lach.
das habe ich wohl sein, ne? Muss einfach Table so sehen. Ach, Herr Brummer, sind Sie doch ein Obstton. Frohes neues Jahr wünsche ich noch. Wünsche ich Sie auch, Frau Boldt, ja. Ach, Herr Brummer, ich habe halt das Gefühl, mit dem ganzen Tag im Bett liegen. Sie haben schon mächtig ein Handtüte. Ich auch an mit mir. Danke, ja, ich bin zufrieden, ja. Das können Sie auch. Das wäre ja ein richtig gelungenes Fest, ne? Man schaut, dass ich nicht diese Sitten kann, ne? Aber Sie haben sich auch ganz nett mit Fußknoten da hauen, ne? Hab ich, ja. Ach, ich hab mir richtig Freude für er, ne? Ja. Und was sagt der Anita Treppenhuus war? Ja. Sonst noch was, Frau Boldt? Ja, also Herr Brummer, neben bitte sich, ne? Sie schon wegen mir acht, ob er Nächten wegen. Ob mein Dieter? Ja, also da geht mich doch eigentlich nichts an, ne? Ja, aber man weiß schon, wie es aber geht. 1, 2, 3 und das Malheur ist da, ne? Ja. Was meinen Sie damit, Frau Boldt? Ja, so guten Geld muss bloß sein, dass ich das erzählt habe, ne? Aber wetten Sie, was ich sehen habe? Na, was denn? Ja, der wäre doch tatsächlich wie ihm in die Komme von Nacht, ja? Ja, ich weiß schon. Hey, kann doch ja nichts für. Hey, ist schon wirklich ein netter Mensch, ne? Frau Aber Boldt? der ist zu los, ne? Oh, haua, ja. Frau Boldt, das stimmt aber nicht, was Sie da sehen. Was? Das stimmt nicht. Na Gott sei Dank hätte ich ja Tüten, ne? Sonst hat er bei der Hegemann schludert. Tramsen hätte er nämlich auch sein, ja? Und Liga stimmt das nicht. Mein Dieter wäre nämlich gar nicht in den Kommen. Und das will ich Sie jetzt mal in aller Örtlichkeit sehen. Blieben Sie mir in Tokom von der Tür mit Ihren Löwengeschichten und Ihren Sluderkram. Ich will doch nichts mehr von hören. Auf Wiedersehen, Frau Boldt. Nicht in Sie kommen. Das kann ich mir doch nicht erzählen, ne? Also hier steckt ja wohl die ganze Bagage ne ein Ding. Na Zeug. Fransenschalter betügen, nicht? Ich wollte sowieso noch mal den Flug fragen, weil ich hier nachts auf dem Boot versäumen habe. Ja. Oh, die Kriminal. Ach, wollen Sie wieder zu Frau Knob? Wenn Sie nichts dagegen haben, ja. Oh ja, nicht, ne? Ist ja mal gut, dass Sie sich da mal ein bisschen um kümmern tun, ne? Also so geht das auch nicht weiter. Diese ewigen Schludereien hier im Haus. Ja, aber ich will nichts gesagt haben. Sonst heißt das wieder, ich bin diejenige Welche, ne? Und ich habe da nichts mit zu tun, ne? Ich habe, weiß Gott, genug mit meinem eigenen Kram, ne? So muss ich aber runter meinen Mann Kaffee machen, ne? Der hat nämlich Nachtdienst, ne? Auf Wiedersehen, der Kriminal. Scheint mir nicht ganz klar im Kopf, diese Dame. Oh, Herr Seefeld. Guten Tag, Frau Knob. Ich möchte gerne meine Tochter sprechen. Ist sie da? Nein, leider nicht. Sie ist direkt nach dem Essen spazieren gegangen. Oh, schade. Schon? Das ist gar nicht schon. Wenn sich ein Vater so wenig um die Tochter kümmert, dann muss er sich nicht wundern, wenn sie ihr Eigenweg geht. Liebe Frau Knob, ich habe ja eingesehen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Hoffentlich nicht zu spät. Ach, nö, ach, nö, Herr Seefeld, nee, das blöd nicht. Ja, wenn Sie denn entschuldigen, Sie mal Femus, dass ich mal so mit der Schnack nicht? Ja, ja. Ach, da kommen Sie alle. Ja, das sind Sie. Sind Sie nicht? Ja, das will ich gewiesen. Hallo, Oh, Entschuldigung. von halb erst Vater. Lassen Sie mich, Frau Knob, ich mache das schon selbst. Guten Tag, mein Kind. Ach, Vater, Ach, erlauben Sie. Sohn Al. Herr Seefeld, wollen Sie? Danke, Frau Knob, ich möchte das gerne hier. Ja. Danke. Du warst spazieren. Ja, es war sehr schön. Schade, eigentlich wollte ich dich zu einem Spaziergang abholen. Du? Du wolltest mich abholen? Aber das hast du doch noch nie getan. Ich
habe mich entschlossen, den Betrieb abzugeben. Was? Ich möchte den Betrieb verkaufen oder verpachten, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich raus, damit du mir nicht auch noch Personen gibst. Vater. Na, bist du jetzt mit mir zufrieden? Ja. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Dieter! Was ist? Will er was von dir? Ich will, hey. Der Autowerkstatt von Weyfeld ist zu verpachten. Hast du Lust? Jo, aber... Vater, darf ich dir Herrn Dieter Brummers vorstellen? Brummer. Verwandt mit der Firma Brummer aus der Schützenstraße. Jo, das ist mein Vater. Dieter, ich meine, Herr Brummer soll eigentlich morgen bei dir als Kfz-Meister anfangen. Wäre es dir nun recht, wenn er als Pächter oder... Oder, Ich meine ja mal bloß so. na, wenn er der Sohn von dem ollen Brummer ist, habe ich keine Bedenken. Mit dem alten Brummer habe ich nämlich zusammen gelernt. Allerbester Fachmann. Und wenn sein Sohn ebenso ist, will ich so gerne als Pächter oder auch als Oder überleben. Schön. Ruf los! Herr Brummer! Was ist denn? Hier ist los. Vater, ich meine, Dieter, ich bin ganz sicher. Vater, gib das Geschäft an Dieter ab. Ist das nicht wunderbar? Was ist das? Ist das wohl wieder jung bist du? Ich bin so glücklich. Nee, nix von das, ne? Das ist mir nun ganz egal. Ich lob mich hier nicht als Leugentasche hinstellen, ne? Sie schuld, dass du betügen. Was soll denn am Betügen, du Boldt? Dass ihr deren Hüt Nacht wie Emme in Komma wär. Was gibt es auch für Zügen? Das stimmt jo. Oh, du hörst dir das, ne? Du gibst dir das Sörmstau. Schiebst dir das mal nicht auf, der Kriminal, ne? Der Videokundig in den Komma, das habe ich am wohl sehen. Wo Sau? Wo soll der wohl selbst wissen, was? Ja, du in Seekummer. Also, ne, das war schon immer schlimmer hier. Jetzt will ich nach den Betten tun, wenn du nichts dagegen hast. Also, da kommt der nicht und nicht lieb, ne? Wie habt ihr denn Tügen? Ja, das hab ich wohl. Na. Nicht verstanden. Ich glaub, oh, die ganze Krog hier, täglich Abend. Der wird aber wohl auf den Geld dort. Nachher Nacht. Herr Brummer, lassen Sie die Drogen. Wer sich entschuldigt, lobt sich an. Also, Moment, wohl. Ich bin immer mit in den Gang. Also das kann ich ja nur bekräftigen. Ja, ich hätte nämlich In der Brummer, jetzt die Wohnung kommt. Also wer da so ein Windei wollen, Dort sei noch das Dach. Ja, das wurde ich auf den Schreckfuß, ja, das wurde ich auf den noch ein, hol ihr nicht. Den so steht jetzt nichts angehen, ne? Jetzt können Sie mir aber mal beleben, ja. Steht nichts angehen, ne? Da können Sie auch mal ein Stoff, am nächsten, das Ole Wiepen geht ein Stück. Herr Tramsen, wer hätte doch das verboten werden können. Das verboten ist ja komisch. Da müsst ihr nun ganz gut. Da müsst ihr nun ganz gut. Ich träge das ist ja wohl auf der Rauch. So verdenken kann ich Sie auch nicht, so ne? 200 Mark und nehmen, sonst 200 Mark, ne? Das ist aber auch ein bisschen Habit, ist das schon, ne? Wer sei das denn? Du wolltest es. Nicht erkennen, nicht vorkennen. Und wenn Sie das so nennen, dann können Sie das ja wohl nicht. Sie doch ja auch, was sind denn das? So, was denn? Und Sie doch die Triebende Bus.
skal jeg være der Berlin. For mig kan kein Engel, der spürer er her. Gnade på rätta Gud. Där må vi dit man har gnade på rätta Gud. Ich bin nur der